Merci. Herr Jesus, wir beten dich an. Und in dem Moment, wir öffnen unsere Ohren, wir öffnen unser Herz und wir sagen, sei willkommen. In unserer Mitte, aber auch in uns, in unserem Herz. Wir wollen dich hören, wir wollen dich begegnen. Amen. Amen. Wir haben einen guten Gott. Yes. Als Pastoren, wir haben uns entschieden, für diese Predigtserie noch ein Plakat zu bestellen. Der Plakat, den wir irgendwo bei dem Willkommen rausstellen. Und auf dem Plakat wird wird geschrieben sein, der folgende Botschaft. Wenn du einverstanden bist, am Schluss kannst du sagen, sollen wir oder sollen wir nicht. Also auf dem Plakat steht, wenn du diese Kirche betrittst, ist es möglich, dass du den Ruf Gottes hörst. Es ist jedoch weniger wahrscheinlich, dass er dich über dein Handy anruft. Danke, dass du dein Handy ausgeschaltet hast. Wenn du mit Gott sprechen willst, dann komm herein. Such den ruhigen Platz. Red mit ihm und lass ihn mit dir reden. Wenn du ihn sehen möchtest, schick ihm ein SMS, während du Auto fährst. Die verstanden haben, können alle anderen sagen, die nicht verstanden haben. Es ist nur ein Witz. Nur ein Witz, wir können das nicht bestellen. Ist alles gut. Wir ermutigen niemanden, Auto fahren und SMS schicken. Mach das nicht. Aber du weißt, um was es geht. Im Moment beschäftigt uns die Predigt, höre seine Stimme. Hast du mal eine Beziehung mit jemandem, die du nur geredet hast? Hast du eine Beziehung pflegen, eine Beziehung stärker, tiefer machen, indem du bist die einzige Person, die redet? Viele Frauen sagen, ja. Ja. Aber wenn wir fair sind, das ist nicht möglich. Dass du wirklich von null kannst eine Beziehung anfangen und du bist die einzige Person, die redet. Und die andere Person vielleicht sagt manchmal ja, nein, nicht. Oder antwortet überhaupt nicht. Ist das eine Beziehung? Du kannst am Anfang ein bisschen probieren, aber irgendwann geht nicht weiter, geht nicht tiefer, wird nicht intimer, enger. Es gibt Leute, letztens gehört, jemand hat gesagt, ich kenne Roger Federer. Mega gut. Ich sage, hey, cool. Du kennst Roger Federer. So, wie kennst du ihn? Also, ja, ich schreibe ihn, ich lade ihn an. Wow. Hey, und redet er mit dir? Also antwortet er deine Nachrichten und dein Telefon? Nein, das macht er nicht. Aber nimmt er den Ruf an? Nein, ich rufe seine Firma, die Organisation. Also du bist Roger Federer Fan. Du kennst ihn nicht, du bist nur sein Fan. Wenn du ihn schreibst und anrufst, du hast gesagt, entweder bist du ein Stalker oder du bist einfach ein Fan von ihm. Aber du kannst nicht sagen, ich kenne ihn. Viele Christen sind Fan von Gott. Viele von uns sind Gottes Fan. Wir reden mit ihm, wir beten, wir schreiben ihn, aber redet er zurück mit uns? Wie oft hörst du Gottes Stimme? Und tatsächlich, ich glaube, in den letzten paar Wochen, wir haben immer wieder darüber geredet, Gott möchte mit dir reden. Nein, Gott will mit dir reden. Auch nicht. Korrigieren. Gott redet mit dir. Täglich. Period. Punkt. Gott redet mit dir. Täglich. Wenn du seine Stimme nicht hörst, ich werde nächste Woche, in 2 Wochen,
darüber predigen, wieso höre ich Gottes Stimme nicht? Was sind denn Blockaden? Aber heute geht es um das. Gott redet mit uns. In Amos, Kapitel 8, Vers 11 bis 12 steht geschrieben, oh, ihr habt die Vers nicht. Ich lese es. Ich, Gott, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehen. Es gibt eine Zeit, und das ist noch nicht jetzt, wo wir werden Hungernot erleben. Eine Zeit, wo wir werden Gottes Stimme nicht hören und Menschen werden suchen und doch kein Wort von Gott finden. Und die Zeit wird eine dunkle Zeit sein. Ich kann mir nicht vorstellen, Gottes Stimme nicht hören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was für ein trauriges Schicksal, wenn Gott dann nicht mehr redet. Gott redet und er will reden. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 24 bis eigentlich. Lesen wir das ganze Kapitel. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht im Tempel, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Und dann geht weiter, erzählt über Gott und dann kommt Vers 27. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Ich glaube, meisten von uns haben Schwierigkeit mit dem Gedanken, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der allmächtige Gott, der im Himmel ist, hat auch so viele Menschen auf die Erde. Millionen, Milliarden von uns sind auf der Erde. Wie kann der Gott mit mir persönliche Zeit nur mit mir jeden Tag reden? Was würde er überhaupt mit mir sagen? Wieso soll der Gott mit mir reden? Das wäre meine erste Gedanke. Und doch, Gott hat uns geschaffen, weil er hat Sehnsucht nach Beziehung, Gemeinschaft, Intimität, Kommunikation. Das ist sein Herz. Das ist das, was er am meisten wünscht. Nicht nur deine Arbeitung, nicht dein Opfer, nicht deine gute Tat, dass du jeden Sonntag in der Kirche kommst. Das ist tipptopp. Freue mich, dass du da bist. Komm wieder. Aber das ist nicht das, was Gott sucht. Ja, mein Kind ist am Sonntagmorgen aufgestanden und sie ist in der Kirche. Weißt du, was Gott will sich freuen? Wenn du dir jede Zeit nimmst, anstatt nur blabbern und reden und dann gehen, ich kann Zeit gehen und sagen, was würdest du mir heute sagen? Wir haben geredet, dass Gott redet in verschiedenen Art und Weise. Die Bibel ist die erste Art und Weise, wie Gott redet. Ich habe einen mega coolen Satz für dich. Und nachdem musst du klatschen. Nein. Jedes Mal, wenn du Bibel öffnest, Gott öffnet seinen Mund. Wow. Danke, Tanja. Merci. Ein Fan. Jedes Mal, wenn du die Bibel öffnest, Gott öffnet seinen Mund. Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir. Er liebt mit dir reden. Und jedes Mal, wenn du betest und sagst Amen und gehst weiter in deinem Alltag, jedes Mal, wenn du die Bibel liest und es sind nur Worte und dann, ja, schön, ja, gut, und machst weiter, du brichst Gottes Herz. Du klaust Gottes Gelegenheit von Gott, mit dir zu reden. Wenn du Amen sagst, Gott Mund ist offen und er ist bereit zurückreden, als ob ich mit Katie rede und dann sage, danke, ciao. Und ich kann ihr gar keine Chance geben, mir zurück etwas antworten.
Wie oft machen wir das mit Gott? Wie oft tun wir still sein und warten und sagen, Herr, red. Herr, ich höre. Herr, da bin ich. Gott hat Adam und Eva geschaffen, weil wollte mit ihnen reden. Haben sie gewusst, jeden Abend, jeden Morgen, Gott ist auf die Erde gekommen. Und er ist mit Adam und Eva einen Spaziergang gemacht. Das hat er jeden Tag gemacht. Jeden Tag. Kannst du dir vorstellen, ein Spaziergang im Garten mit Gott. Der Titel für dein Tagesbuch. Ein Spaziergang im Garten mit Gott. Gott möchte mit dir einen Spaziergang machen. Und heute reden wir über die Art und Weise, wie Gott spricht, durch Flüstern. Gott flüstert. Freust du dich? So cool. Lass uns in Elia 1. Chronik Kapitel 19 lesen. Okay. Kann man schön das ausblenden? Bevor wir das lesen, ich gebe euch eine kurze Geschichte. In der Zeit von Elia, er ist ein Prophet vom Alten Testament, hat ein König gelebt, er hat Ahab geheißen. Er hat eine Frau gehabt, sie hat Götzendienst gemacht und sie hat Götzen arbeitet und ihr Name ist Isabel gesehen. Und alle haben Angst vor dieser Frau, weil sie hat viele Tote, die einfach mit ihr nicht eingestimmt sind, einverstanden sind. Was macht der Elia? Er geht gegen die Götze von Isabel und der Götze hat Baal heißen. Das ist auf Aramäisch. Ja, you're welcome. Ich kann es mal sagen. Baal. Nicht schlecht. Ich kann sagen. Besser als mein Ü. So, er bringt all die Götzendiener um. Gott kommt mit Feuer. Er isst ein Opfer. Er zeigt sich. Es ist ein riesen Wunder. Und dann aber, Isabel hat gehört, was Elia gemacht hat. Nämlich, er hat alle ihre Götzendiener, Priester, umgebracht. Was sagt sie? Sie schickt eine Nachricht zu Elia und sagt, bis am Morgen, ich tue das, was du mit meinem Priester gemacht hast, mit dir machen. Und wenn ich dich nicht tote, dann soll ich sterben. Puh. Also, wenn eine Königin so eine Botschaft schickt, hätte ich auch Angst gehabt. So, was macht der Elia? Er rennt weg und er geht in der Wüste auf einen Berg, hat Berg Sinai geheißen. Und da lesen wir jetzt den folgenden Bibeltext. Elia antwortete an Gott, Gott hat mit ihm geredet, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altare niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia eine leise Säuseln. Deswegen, wir bleiben heute bei dem Wort flüstern. Das kann ich aussprechen, das was ich nicht kann. Weißt du, wo Berg Sinai ist? Das ist der Berg, an dem Moses zum allerersten Mal das brennende Busch gesehen hat. Mose geht auf diesen Berg, er sieht einen Busch, der brennt, und Gott
spricht durch Feuer, durch klare Stimme zu Mose. Es ist ein gleicher Berg, wo Mose drauf geht und Gott gibt Mose seine 10 Gebote. Zum ersten Mal, Gott trifft Mose durch Feuer. Zum zweiten Mal kommen Donner und Blitze, ein dichter Wolke vom Himmel herab. Es gibt Erdbeben, Sturm. Alle Leute haben Angst. Überall wird dunkel. Gottes Herrlichkeit nimmt den Berg. Kannst du dir vorstellen, Erdbeben, Blitze, eine mächtige Stimme vom Himmel, Sturm, und Gott spricht mit Moses. Und der ganze Israel hat Angst gehabt und sie haben gesagt, Mose, geh du. Wir haben Angst, red du mit ihm und dann sagst du, was er wollte sagen. Wir kommen nicht mit. Wir bleiben gerne da, wo wir sind. Und jetzt zum 3. Mal, Elia geht auf den gleichen Berg, Berg Sinai. An der Berg, wo Gott hat Menschen getroffen in Feuer, durch Blitz und Sturm, durch laute Stimme, durch Wolken. Und doch, in keiner von denen findest du Gott. Nein, er hat Gott nicht gefunden in dem lauten Stimme. Wer von euch hat Gott mal so erlebt? In Feuer und Donner und Blitzen und Stürmen und eine Stimme, die vom Himmel kommt, das ist mein geliebtes Kind. Niemand von euch. Weil Gott redet selten mit lauter Stimme. Selten tut Gott schreien, fast nie. Gott tut nicht laut reden. Und wieso, Sabrina? Das wäre so viel einfacher. Es wäre so viel einfacher, wenn Gott einfach laut in meinen Ohren reden. Ich meine, Kommunikation zwischen 2 Menschen ist schwierig. Und da, wir sehen einander, wir hören einander und doch wir verstehen einander nicht. Wie kann ich Gott verstehen, wenn ich ihn nicht sehe, nicht höre? Das macht wirklich eine Herausforderung. Wieso Gott redet selten mit einer klaren, lauten Stimme? Wieso kommt er nicht einfach auf die Erde und dann mein Ohr kann hören? Wieso gibt es so viele andere Methoden? Ich erzähle dir wieso. Gott flüstert sehr gern. Gott schreit nicht, er flüstert. Weil Flüstern ist die einzige Art und Weise, wo du jemanden dir näher bringen kannst. Flüstern ist Reden durch den Atem. Wenn du flüsterst, du brauchst deine Stimmbänder nicht. Du willst keine Stimme mit den Stimmbändern reden, sondern du redest durch den Atem. Willst du das mal probieren? Kannst du jemandem sagen, ich liebe dich? Bitte deine eigene Frau und deinen eigenen Mann. Sag mal, ich liebe dich, aber durch nur Flüstern. Ich liebe dich. Es geht, gell? Hast du sicher vorher gemacht. Du brauchst nur deinen Atem zum Reden. Lass uns noch kurz die Botschaft, die nächste Vers lesen. Da bildete der Herr Gott den Mensch, stach von Erdboden und hauchte in seinen Nasenatem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das Atem Gottes spricht Leben in uns. Nächster Vers in Jesaja 30. Zwar hat der Herr euch Brot und der Not und Wasser der Bedrängnis gerichtet. Doch jetzt verbringt er sich nicht länger vor euch. Deine Augen dürfen deinen Lehrer sehen. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr seine Stimme hinter euch hören. Dieser ist der Weg, dem folgt.
Ich habe gemerkt, ich habe einen Vers gelesen von Hiob. Sehr hochwahrscheinlich habe ich sie gelesen. Ich werde das euch nachher lesen. Gottes Atem bringt Leben. Gott atmet und redet durch Flüstern gern. Wenn ich klein bin, ich bin nicht eine touchy Person, ich tue nicht gerne umarmen. Ich habe meine Distanz gern, ich brauche nicht mega fest körperlichen Kontakt. Und mit meinen Eltern, also vor allem mein Papi, wenn er wollte uns mal umarmen oder ich weiß nicht, ob er uns küssen oder so, das habe ich so nicht gern gehabt. Vielleicht hast du solche Kinder, die nicht gerne Küsse geben oder so. Was er gemacht hat, er hat immer gesagt, kommt da, ich muss euch etwas erzählen. Dann sind wir zu ihm gegangen und gesagt, was? Und er hat angefangen zu flüstern. So, Papi, was sagst du? Ja, ich sage es euch. Kommt ein bisschen näher und dann erzähle ich euch. Und dann mussten wir ihm näher gehen und er hat angefangen, das zu erzählen. Und wir haben immer noch nicht gehört. Dann musst du nochmal näher gehen und mega gut mit deinen Ohren zulassen und gehst näher und näher. Und seine Stimme wird immer ruhiger, leislicher, kleiner. Und wir gehen so näher, bis er dich packen kann. Und er hat immer gesagt, «Hand dich jetzt! Jetzt kannst du nur mehr gefangen!» So, Er ist nicht mehr weg von ihm. Dann kann er küssen, dann muss er bleiben. Und dann, ist jetzt darf gehen. Weißt du, das ist die Art und Weise, dass Gott mit dir machen will. Das ist die Art und Weise, wo Gott wird dir sagen, komm näher. Komm, ich will mit dir reden. Ja, was willst du mir sagen? Ja, komm näher. Ja, was geht? Und irgendwann gehst du ihn so näher, dass er packt dich und sagt, ich habe dich lieb. Du bist mir so wert. Ich schätze dich. Ich will dich einfach umarmen. Nicht, ich will nicht sagen. Darf ich dich einfach umarmen? Hast du das mal mit deinem Kind gemacht? Einfach umarmen, ohne etwas zu sagen. Und geniessen. Geniess dein Kind in deinem Arm haben. Du bist Gottes Kind. Und er geniesst, dass du auf seinen Schoß sitzen darfst. Und er kann dich umarmen. Nicht sagen. Wenn Gott würde mit lauten Stimmen sprechen, mit Feuer, Blitze und Thunder, mit lauten Schrei, was ist die erste Reaktion? Nimmst einen Schritt zurück. Wenn du jetzt einen brennenden Feuerbusch vor deinem Auge siehst, der brennt, niemand, viele Kinder, aber als Erwachsene, wir denken nicht, ja, ich kann schauen, was es ist. Werden wir nicht. Das lass mich kitteln. Kinder vielleicht machen das, aber ich glaube, als Erwachsene werden wir nicht mehr machen. Wenn du Blitz siehst, wenn du irgendwo rennst, bist am Rennen und dann tut Blitze und Stürme gehen, ganz sicher gehst du nicht in die Nähe von dem Blitz. Das ist gefährlich. Ganz sicher wirst du irgendwann eine Art finden, wo du ein bisschen weggehen von dem. Wenn jemand schreit, wie ich jetzt mache, gehst du sicher nicht näher und sagst, ja, was hast du jetzt gesagt? Das vielleicht. Wirst du nicht beruhigt. Aber wenn du flüsterst, es beruhigt, es tröstet. Wenn wir hässig aufeinander sind in Kommunikation, unsere Stimmen werden lauter, 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 weil wir spüren dann nicht mehr. Je mehr, dass wir dann nicht mehr spüren, psychisch, werden unsere Stimmen höher. Wir merken, dass es gibt einen Bruch zwischen uns und ich muss lauter reden, damit du mich hörst, aber weil ich dich nicht spüren kann, schreie ich. Wir Frauen schreien mehr, weil wir sind auch mehr mit Gefühl sensibel. Und wenn ich merke, er hört mich nicht und er nimmt mich nicht wahr und er ist nicht da, dann werde ich lauter, weil ich will, dass er hört.
Und genau das Gegenteil. Wenn wir einander hören, spüren, wenn wir einander näher sind, psychisch, emotional, unsere Stimme wird leislicher. Dann fragt Gott, wieso schreist du nicht? Wieso redest du nicht laut und klar mit mir? Weil Gott sucht deine Nähe. Gott sucht deine Nähe. Er flüstert, damit du näher und näher und näher beim Herz Gottes darfst laufen. Mein Wunsch für heute ist, dass jeder von uns darf eine Sehnsucht, einen Durst nach Gottes Stimme haben. Nach Gottes Flüster. Gott will mit dir reden. Jeden Tag. Und es bricht sein Herz, wenn du ihn suchst, wenn du gerne seine Stimme hören, aber weil du eine Frage hast. Weil du eine Entscheidung treffen musst. Weil du einen Ratschlag von ihm brauchst. Weil du seine Hilfe brauchst. Am meisten von uns können Gottes Stimme hören. Wir suchen nach Gottes Stimme hören, weil wir etwas von ihm brauchen. Und er liebt, wenn du das jeden Tag machst, nur zu seiner Gegenwart kommst und sagst, Herr, red. Hier bin ich. Ich komme zu. Und lass ihm einfach reden. Wir werden ein Zeugnis hören und ich werde jetzt übersetzen. Über Gottes Flüstern, die von der Beziehung kommt. Yeah, you can. Go for it. Er wird auf Englisch reden. Sorry, I took out my ear thingy. All good. 18. Etienne. Etienne. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Etienne. Das ist like ATM Machine. Okay. Etienne, danke vielmals, dass du dein Zeugnis teilst mit uns. Verstehst du ein bisschen Deutsch? Ein bisschen. Sehr gut. Hey, freuen uns, dass du da bist. Leg los. Okay, grüezi miteinander. Entschuldigung für meine Deutsch, aber ich habe einen Freund hier. So I believe we've got a story that can really Wir add haben eine value Geschichte, die sehr wertvoll ist. to what God's word is doing this morning. Das, was Gottes Wort heute Morgen macht mit uns. However, to share that story, I've got to introduce our Und meine family. Geschichte erzähle ich muss meine Familie euch kurz vorstellen. So you've heard my name, Etienne. Ich bin Etienne, I am an engineer. bin ein Ingenieur. My wife over there, her name is Rani. Meine Frau Rani. She spent a couple of years in Bible school, got a diploma in Bible Sie school. hat Theologie studiert und hat dann ihre Diplomarbeit gemacht. So the two of us are really extraordinarily normal. Wir zwei sind extrem normal. My children, they are spectacular. I've got 3 of them. Ich habe 3 Kinder und die sind spektakulär. But the two of us are really quite average. Aber ich und meine Frau, wir sind ziemlich durchschnittlich. Normal. So I want to tell you a little bit about our story. Ich würde gerne meine Geschichte erzählen. And to do that, I've got to go right back to when I was quite young. In 5 Minuten. But I'll do it Erzähl quickly. euch, I'll wenn do ich it quickly. noch Never ein fear. bisschen bin. So when I was young, I was really petrified of sharing and talking in Wenn public ich like klein this. war, ich habe mega Angst und Furcht, kann meine Geschichte einfach vor Leuten stehen und reden. But I started the journey with Jesus, and he kept telling me that I can do things that I knew I couldn't do. Ich habe meinen Weg mit Jesus angefangen und er hat mir gesagt, ich werde Sachen machen, die ich gewusst habe, ich kann es nicht. So half the time I spent telling God how confused he was. Die Hälfte von der Zeit habe ich ihm gesagt, Gott, ich bin verwirrt. But fortunately, the other half of the time, I decided, let's try it. Let's see whether God knows what he's talking about. Und der andere Hälfte habe ich ihm Gott eine Chance gegeben. Und er hat gesagt, ich probiere und ich schaue, was er sagt. So that led to a journey, which is a very interesting story, how I eventually married that lady Und over das hat there. mich zu dem Geschichte gebracht.
wie ich meine Frau geheiratet habe. So we got married. We lived in Johannesburg in a suburb, normal city life. Wir haben geheiratet, wir haben in Johannesburg irgendwann normale Leben gehabt. I was working as an engineer and we were serving in the church. Ich habe als Ingenieur geschafft und wir haben auch in der Kirche gedient. What anybody would call normal suburban life. Das, was du eine normale, wir haben keine Suburbs da bei uns in der Schweiz, also so ein normale, wettige Dorfleben. Don't make fun of Johannesburg. Nein. But God started speaking in there, again saying that I can do more than what you can do. Und nochmal, Gott hat mir gesagt, du wirst mehr machen, als das, was du jetzt tust. So we trusted him and we moved out. We moved to Zambia. Und wir haben Gott vertraut und wir sind nach Sambia gegangen. And we joined a ministry which over the next 3 years started something like 50 churches in different villages in Zambia. Wir haben einen Dienst in Sambia angefangen und in diesen 3 Jahren Dienst haben wir 50 Kirchen gebaut. After those 3 years, again, God started speaking to us. Nach den 3 Jahren hat Gott nochmal mit uns geredet. And we went and we joined a ministry that mobilized churches to serve the poor. Und wir haben einen Dienst angefangen, die haben Kirchen unterstützt, unter Armen zu dienen, arbeiten. Yeah. And after about 5 years of that, Nach I 5 don't know how Jahren many churches, we mobilized, but many of them, and started ministries in poor areas. wir haben viele Kirchen ermutigt und dahin gebracht und Dienst unter Armen angefangen. And now you're going to start noticing a pattern, but after 5 years, Nach God 5 started Jahren speaking to us. Seht ihr die gleiche Geschichte, das wiederholt sich. Nach 5 Jahren Gott hat nochmal mit uns geredet. And he said to you, you can do more than what you Gott are hat doing. gesagt, schau, du kannst mehr machen als das, was du jetzt machst. And so we moved to Tanzania, Und wir haben weitergezogen nach Tansania. and we started the church. Und wir haben eine Kirche angefangen in Tansania. And it grew to 100 people doing things that they thought that they couldn't be doing. Und bald der Kirche wächst auf 100 Leute mit Sachen der Kirche. Menschen haben nie gedacht, Gott wird durch sie wirken. And after 7 years, Nach 7 Jahren, God started saying, Gott hat wieder geredet. so that's why we are here. Und deswegen sind wir da. And we are quite excited about what God is going to be doing about the next phase in our lives. Und wir freuen uns auf das, was Gott noch weiter werden in unserem Leben machen. So I'm pretty sure that this being a church setting, Ich bin mir sicher, dass da als eine Kirche, this must Sister. sound like one of the biggest bragging sessions ever Was from ist bragging one auf Deutsch? family. ich glaube, das ist das Boasting. der grösste Angeben für mich selber, so in eine Kirche. Ich rede von mir, ich bin stolz auf mich. But that's why I started with our family introduction. This is not a story about what we can do. This is a story about what God can do Das ist nicht through eine a Geschichte, very ordinary family. das ist nicht eine Geschichte, das, was ich kann machen, wir können machen, sondern das ist eine Geschichte, was Gott kann machen durch eine simple, normale, alltägliche Familie. So each of these things came through a decision that needed to be made. Jeder dieser Schritte hat eine Entscheidung gekostet. Das ist eine Entscheidung, die wir uns getroffen haben. And I want to share a couple of the things that we've learned at these decision-making Und points. ich möchte kurz euch sagen, gewisse Sachen, die wir gelernt haben, wie Gott mit uns geredet hat. I'm going to share 2 positives and 2 negatives. Ich werde 2 positiv und 2 negativ erzählen. On the positive side, Auf der positiven Seite, for us to hear what God was saying, zu hören, was Gott sagt. we needed a quiet space. Wir haben einen ruhigen Ort gebraucht. When I was working as a professional, I was a very busy guy. Als ein Ingenieur bin ich immer beschäftigt gewesen. And in the middle of a meeting, you don't hear what God is trying In to der say. Mitte von einer Sitzung, du hörst nicht, was Gott wird dir sagen. You need a space, somewhere where you carve out time just for God. Du brauchst einen Ort von Ruhe, um Gottes Stimme zu hören. I think in that sense, God is kind of like a woman. Gott ist ein bisschen wie eine Frau. Just think about it. Your wife could talk to you all day while you are washing dishes. Deine Frau kann dir den ganzen Tag
reden, währenddem dass du etwas machst. But she's only really going to talk to you once the two of you sitting down over a cup of coffee. Aber eine echte Kommunikation ist erst dann, wenn ihr beide einen Kaffee miteinander trinkt, einander anschaut und And miteinander that's a bit reden. of free marriage advice for everyone. Das ist ein gratis Ehe-Ratschlag. The other thing that we've learned is that God never tells you the whole journey up front. Was wir haben da gelernt, dass Gott hat uns nie erzählt, wie unsere Reise wird zu Ende kommen. Again, because God doesn't just want one sit down with you. He wants to walk the journey with you. Besonders weil Gott will nicht nur einmal mit dir reden, er möchte die ganze Reise mit dir kommen. He's very strategic like Gott that. hat einen strategischen Plan. So let me share two of the challenges that I faced. 2 Herausforderungen, die ich erlebt habe. And I think all of the engineers and the structured thinkers among us is really going to identify with this. Alle Ingenieure und die mega logisch und strategisch denken, werden mit mir identifizieren. The thing is that God doesn't give you the whole plan. Gott gibt dir nicht den Upfront. ganzen Plan, die ganze Übersicht. He gives you one step. Er gibt dir einen Schritt. One step that makes no sense. Ein Schritt, der keinen Sinn macht. It doesn't fit into your financial plans, Das passt nicht in deinen finanziellen Plan, your career plans, deinen Arbeitsplan, your family deinen plans, Familienplan. what the rest of your family is planning for Das, you. was deine Reste von der Familie für dich plant. But He knows how to turn that one step Aber er weiß, wer kann dir einen Schritt into a great journey, in eine lange, geniale Reise verwenden. because one step Weil ein Schritt places you in a place where you're going to hear the Bring next dich in thing een- that He's saying. bringt dich in einen Ort, wo du kannst hören auf das nächste You Schritt. cannot hear what God is saying, going to say to you over there. Du kannst nicht da, wo du stehst, Gottes Stimme hören über das Thema, wo du musst sein. Also, du kannst nicht da stehen und Gottes Stimme hören, was Gott will dort dir sagen. The other thing that I learned Ich habe nochmal etwas gelernt. is in answer to a question that I really struggled with inside of myself. Eine Antwort für mich selber bringen, so eine Frage, wo ich mit dem gekämpft habe. Is this that I'm hearing from God or is it from me? Ist das, was ich höre, von Gott oder ist es meine eigene You Stimme? know what I'm talking about? Weißt du, über was ich Right. rede? And there was one great scripture that the Lord spoke to me Es in gibt einen this genialen context. Vers in der Bibel, das Gott mit mir geredet hat. If you, in your quiet spot with God, was asking Him to speak to you, to guide you, Wenn du in dem Ruheplatz, in dem Ruheort Gott fragst, red mit mir. then when God speaks to you, Wenn Gott mit dir redet, whether it makes sense or not, ob das Sinn macht oder nicht, what He gives you was er mir dir gibt, is not a scorpion. es ist kein Skorpion, It's not going to bite you. beißt dich nicht, It is not a stone. es ist kein Stein, You're not going to break your teeth on it. du wirst deine Zähne mit dem nicht brechen. When you've been asking for God to lead you, Wenn du Gott fragst, dich führen, He's giving you His word. er gibt dir sein Wort. He is leading you. Er leitet dich. So trust Him. Vertraue ihn. Eat what He's giving you. Iss das, was er dir gibt. That's what I wanted to share. Das Have a wollen wir good mit day. euch teilen. Thank you. Merci vielmals, Etienne. Powerful. Er hat die Hälfte von meiner nächsten Predigt am 2. Oktober predigt. Also schön von euch, mein Predigt am 2. Oktober wird sehr kurz sein. Das ist auch schön. Aber jetzt machen wir etwas sehr, sehr praktisch. Gott möchte mit dir reden. Sorry, ich muss mein Deutsch verbessern. Gott redet mit dir. Jetzt. Ob du glaubst oder nicht, das ist ein anderes Thema. Gott redet mit dir. Jetzt möchte ich, dass wir jeder von uns 5 Minuten Zeit nehmen. Und etwas sehr schwierig machen.
Nimm 5 Minuten Zeit und höre Gott. Und du darfst Gott eine Frage stellen. Und die Frage ist folgendes. Was liebst du besonders an mich? Nimm dir 5 Minuten Zeit und erlaub ihn dir sagen, was liebt er besonders an dir? Es kann ein Gefühl sein, ein Friede, Freude, Ruhe, Trost. Es kann ein Eindruck sein, es kann ein Bild sein, es kann ein Wort sein, es kann ein Satz sein. Es ist positiv, ermutigend und tröstend und Gott möchte dich nicht verurteilen, sondern er möchte dich lieben. Und er spricht Wort vom Liebe. Gib ihm 5 Minuten, los mal. Was liebst du am meisten an mir? Hiob 26, ab Vers 12 sagt, in seiner Kraft ließ er die Wellen des Meeres tösten. Und in seiner Klugheit zerschmetterte er das Ungeheuer im Meer. Durch seinen Hauch wurde der Himmel wieder klar. Eigenhändig durchbohrte er den fliehenden Drachen. Das alles sind nur kleine Fingerzeigen, ein leiser Flüstern, das wir von ihm hören.
die Donnersprache seiner Allmacht. Aber wer kann sie begreifen? Das sind noch kleine Finger zeigen, ein leises Flüstern, das wir von ihm hören. Ich ermutige dich, wenn du etwas gehört hast, teile mit den Nachbarn. Wenn du da bist und du sagst, ich würde so gerne Gottes Stimme hören. Und ich kämpfe mit dem. Ich höre im Moment nicht, aber ich möchte und ich kann beten und ich versuche es. Ich weiß es nicht, vielleicht empfange ich nicht. Wir werden auf beiden Seiten, auf meine linke und meine rechte Seite, Gebetsteam haben, die gerne mit dir zuhören. Das heisst, du gehst zu ihnen, du musst nichts sagen, nichts. Nehmt einfach Zeit und hört Gott zu. Das Einzige, was du brauchst, ist etwas zum Aufschreiben, weil Gott redet. Nimm etwas mit zum Aufschreiben und lass mit anderen Leuten hören. Ich bin selber auf der rechten, linken Seite, meine linke, deine rechte Seite, und wir haben auch Gebetsteam, die werden sehr gerne für dich hören. Nimm das Angebot. Geh nicht heim mit dem, Gott redet nicht mit mir. Lass ihn mit dir reden. Lass uns miteinander anbeten. Amen. Er ist wunderbar. Und wunderbar finde ich auch, dass wir miteinander auch in dieser Gemeinde Gott erleben können. Ich danke dir, Sabrina und auch Etienne, für eure Worte und wie Gott auch einfach durch euer Leben spricht, dass ihr das mit uns teilt. Ja, er will mit euch reden. Er sehnt sich danach, mit euch eine Beziehung zu führen. Und er will dir nahe sein. Und darum flüstert er mit dir. Er will Leben in dich hineinsprechen, wenn du das Gefühl hast, du hast kein Leben mehr in dir. Und er ist der das machen kann. Nimm dir doch nächste Woche einfach mal wieder bewusst Zeit, um in seine Gegenwart zu treten, zum Bibeln aufschlagen, zum Beten allein, mit Freunden, mit Partner oder Partnerin. Und wenn du etwas hast zum Weiterverzählen, mach das. Wenn ich am Anfang euch vorgelesen habe, 2 Zeugnisse, und ich bin sicher, dass es noch ganz viel mehr da drin hat. Ihr dürft euch auf der Webseite melden, bei einem Pastor melden oder auch die Kärtchen mit dem QR-Code findet ihr gerade vorne, bevor ihr rausgeht. Schnappt so eins und erzählt, wie Gott zu euch redet. Am 12. November kommt der Kuno zu uns, der Matthias Kuno. Wer kennt ihn? Kuhn? Wer ihn noch nicht kennt, muss kommen, weil er ist super. Er ist wirklich einzigartig cool. Ich habe ihn schon ganz oft im Praise Camp gehört und kann nur empfehlen. Er kommt, um uns zu lehren, wie wir den Glauben in unserer Familie leben können. Wie wir einander gegenseitig ermutigen und stärken und auch wirklich die Jüngerschaft in diesem Kern als Familie leben können. Reserviert euch darum das Datum, schreibt es euch ein und kommt. Ich möchte euch gerne noch einen Vers weitergeben, für das dürft ihr aufstehen. Ich werde zuerst beten und dann am Schluss euch den Vers mitgeben für die nächste Woche. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir jetzt heute zusammenkommen dürfen. Danke, redest du zu uns, willst du mit uns eine Beziehung führen, Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen da rein, dass wir wirklich die Sehnsucht bei dir stillen können, dass wir dich hören dürfen, dass wir wissen, was unser nächster Schritt ist. Dass du uns lehren tust auch, ja, dass wir nicht immer alles wissen müssen, sondern einfach, dass der nächste Schritt langt, Herr. Dass wir aus Vertrauen aufbauen können, Herr, zu dir. Und ich danke dir, dass wir uns wirklich bewusst sein, dir alle Ehre zu geben, egal was wir machen. Und im 1. Korinther 10, Vers 11 steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut alles zur Ehre Gottes, Herr.
Amen.